Die Höhenangst vom Heugümper. Ein Geschichtli von mir, Tanja Alexa Holzer, produziert Wortfeger Media. Aus meinem Mitmachbuch Lanzarote, Reizwortaufgaben mit Bildern ab der Vulkaninsel. Ein zartgliedriger, sehr alter Heugümper ist eines Tages vor der Aufgabe von seinem Leben gestanden. An einem Morgen ist er mit seinen Enkelgümper vor einer tiefen Schlucht gehockt, in der weit unten ein riesender Fluss toset hat. Über dem Abgrund ist ein uraltes Seil gespannt gsi. Wie lang ist das echt schon da gehangen? Es ist schon ziemlich grün gsi und hat spröd ausgesehen. Oje, hat der Alte gejammert. Ganz bestimmt werde ich in die Tiefe stürzen und erbärmlich vertrinken. Ich kann doch nicht schwimmen. Er hat schwer geseufzt. Ja, er hat nämlich nicht nur Angst vor dem Ertrinken gehabt, sondern genauso vor einer Blamage. Und, das ist das Schlimmste überhaupt, er hat erdrückende Höhenangst gehabt. Naja, er ist aber schon 5,5 Monate alt gsi und ist in seinem ganzen Leben nie wirklich grossartig gehüpft. Er hat immer nur kleine Gümp gemacht, da die Grossen ihm einfach zu viel Angst gemacht haben. Wer jetzt denkt, ich hätte mich vertan? Nein, der Opa ist tatsächlich 5,5 Monate alt gsi. Heugümper haben doch eine durchschnittliche Lebensspanne von nur 6 Monaten. Die Enkelhüpfer haben ihn angespornt. «Los, Opa, Gump, du schaffst das! Nimm einfach einen Gump nach dem anderen übers Seil, es ist doch gar nicht so weit!» Ja, jetzt ist es an der Zeit gewesen, dass er sich seiner Höhenangst mutig stellt. Er hat also sein Köpfli geneigt und das Seil fest angeschaut. «Wie könnte ich Vertrauen gewinnen?» hat er eindringlich nachgedacht. Die Zurufe von seinen Enkeli sind verblasst. Sein Fokus hat sich messerscharf auf das Seil gerichtet und auf die Vertrauensfrage. Eine stille Ruhe hat sich in seinem Köpfli ausgedehnt. Er hat nur noch das Seil gesehen und sein Herzli gehört klopfen. Da ist unverhofft ein Bild in seinen Gedanken auftaucht. Er hat gesehen, wie sich vor ihm eine weite Fläche ausbreitet. Wie von Geisterhand ist sie wie ein Bettspanntuch direkt unter dem Seil gezogen worden. Von der einen Abgrundkante bis zur anderen hat sich die weisse, weiche Fläche gespannt. Der Opa hat eine Stimme gehört. Weiss der Geier, woher die gekommen ist? Doch sie hat geflüstert: «Stell dir vor, wie das Seil einfach ganz harmlos auf dem Boden liegt. Hättest du dann Angst zum drüber hüpfen? Nein, du würdest das locker wagen und freudig drüber gumpen, oder? Seil bleibt das Gleiche, egal wo es ist. Ob es liegt auf dem Fußboden oder hängt, ist einerlei.» Total logisch, oder? Jetzt ist der Heugümper Opa losgumpet. So harmlos, wie das Seil auf dieser weiten Fläche gelegen ist, hat er überhaupt nichts mehr zu befürchten gehabt. 3 Augenblicke später hat er die andere Seite schon erreicht. Nichts Schlimmes ist passiert. Das Bild in seinem Kopf ist langsam verblasst. Die weisse Fläche hat sich einfach wieder unter dem Seil weggerollt. Der Opa hat plötzlich wieder den tosenden Fluss gesehen und gehört und die begeisterten Enkelhüpfer. Es ist alles eine Frage
vom Blickwinkel, hat der Heugümper-Opa erkannt. Mit ein bisschen Wehmut haben in ihm all die verpassten Abenteuer aufgeflammt, wo er wegen seiner Höhenangst nicht gewagt hat. Drum hat er sich entschlossen, einfach nochmal über das Seil zu gumpen. Das Mal mit grösseren und vor allem freudigeren Sprüngen. Mit seiner Erkenntnis hat der Heugümper-Opa natürlich vollkommen recht, oder? Das gilt doch auch für uns. Der tosende Fluss wäre für uns Menschen ein lächerliches Rinnsal, ein Überbleibsel vom letzten Regen. Und das grüne Seil, ein dünner Faden, wo irgendwo aus einem menschlichen Kleidungsstück entwutscht ist. Hätten wir etwa Angst davon? Lächerlich. Die Geschichte habe ich geschrieben anhand der 5 vorgegebenen Worte, die geheissen haben: Grün, Seil, Fläche, Schwimmen, alt. Bis gleich und tschüss.